Was hätt doch Köln sin Eigenart verloren, wie war das Leben hier am Ring so nett, es sich selber nicht wie Rächen glauben, ob mir ne Wimmel oder keinen Herr, der fremde Kram, es ist doch zu bedauern, als alle Kölschen schüttelt mir den Kopf, dreht mir sich bloß die Dänz von Hück verloren, stößt ihnen jedes Mal der Heimat durch. Oh, was war das früher schön, ob in Kolonia, wenn Franz mit nichts normale Aubergine, wenn Filter in wenn Apollonia, still vergnügt und heimweg an se Knutsche fing. Ja, was war das früher schön in Kolonia? Wir befinden uns im alten Köln. Genauer gesagt im Jahre 1910. Noch genauer befinden wir uns an der Bottmühle in der Südstadt, einer der übrig gebliebenen Türme der alten Stadtmauer, die im Rahmen der Stadterweiterung Ende des 19. Jahrhunderts niedergelegt wurde. Nee, was war das damals für ein Oprägen? Der Teebeutelfabrikant Johann Jakob von Büggelkamp hat damals in Köln eine kleine Marktnische entdeckt. Bislang hatte er mit Tee aus Fernost gehandelt. 1904 bekam er jedoch eine Probe seines Freundes aus Amerika, Thomas Sullivan, mit der neuesten Teemischung zugesandt. Interessant war für Büggelkamp jedoch weniger der Tee, viel interessanter war das Behältnis, in dem der Tee kam, in einem Säckchen. Bislang wurden Tees immer in großen Blechdosen zugeschickt, was immer hohe Frachtkosten und somit auch hohe Mindestabnahmen mit sich brachte. Tom Sullivan erfand einen neuen Teebeutel für portionierten Tee und packte somit mehrere Teebeutel in einen Karton. Das war einzigartig in der Welt und auch in Köln. Johann Jakob von Büggelkamp hatte das Patent für das Rheinland. Er erzählt gerne hier und da schon mal, dass es eigentlich seine Idee war. Ja, und somit macht Büggelkamp große Geschäfte mit seinem Tee und mit der Teebeutelfabrikation. Wir stellen Ihnen nun die einzelnen Personen kurz vor. Ja, da ist zunächst Johann Jakob von Büggelkamp, der Herr und Patriarch des Hauses. Er vermarktete in Köln die Teebeutel. Die Idee dazu hat er aus Amerika mitgebracht, angeblich von seinem Freund Tom Sullivan, mit dem er jedoch oft Krach hatte. Dieses Geheimnis hütet er. Aber er ist auch nach wie vor in der Teeverarbeitung tätig und schummelt dort ein wenig. Mittels eines Teeverlängerers, den er an der Bottmühle anbaut, macht er mit wenig Mitteln das große Geschäft. Sein Sohn Fritz arbeitet ebenso im Unternehmen. Er findet, dass es in der Firma nicht so recht weitergeht und hat tolle Ideen, die Firma voranzubringen. Deshalb möchte er den Sitz nach außerhalb verlegen, dass es sich dort mehr ausweiten kann und auch moderner produzieren kann. Der beste Freund von Büggelkamp ist Anton. Er steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Und dann ist da noch ein Mariechen. Sie arbeitet in der Firma in der Buchhaltung und hat ein Fisternölchen mit dem Sohn des Hauses. Dies soll aber noch geheim bleiben,
da der Bas es nicht gerne sieht, dass die Mitarbeiter untereinander ein Verhältnis miteinander haben. Ja, und sie ist ständig den Annäherungsversuchen des Alten ausgesetzt. Auch für den Nachwuchs wird bei Bügelkamps gesorgt. Das Lehrmädchen Juche bekommt vom Bas stets die Aufgabe, Akte von oben nach unten und von unten nach oben zu tragen, damit er ungestört arbeiten kann. Später erfährt sie etwas, was sie total erschüttert. Zilli Dukterath hat den Job der Mitarbeitervertretung und ist sehr nervig und hartnäckig. Zilli reitet ständig auf den schlechten Arbeitsbedingungen herum und fordert von Bügelkamp, diese zu verbessern. Aber auch sie hat ein kleines Geheimnis. Im Jachten an der Wortmühle arbeitet die Jäschmadame. Sie ist sehr reserviert und unnahbar. In Sachen Pflanzen kann ihr keiner was vormachen. Elsa Wingensiefen ist eine Stammkundin des Hauses Bügelkamp. Sie probiert gerne die neuesten Kreationen aus, jedoch gerne in kleinen Mengen, aber dann richtig. Und dann ist da noch der große Unbekannte aus Amerika. Aber sehen Sie selbst. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unserem Stück Der geheimnisvolle Bügel aus Köln. Also, letzte Woche haben wir 200 Öpfe und 250 Päckelscher von dem Assam-Tee verkauft. Da waren immer 10 Bügelscher drin, mit also 2500 Bügelscher von der Sort. Ja, letzte Woche hatte man nicht so viel davon verkauft und da wurde auch nicht. Von dem Saigon-Tee haben wir so ja noch jetzt nie verkauft. 380 Stöcke und 4000 Bügelsche. Das war aber eine Jode Auftrag. Aha, und wie sieht das Woche mit der Bestellung aus? Nun ja, es geht so, ne? Aber da ist wieder ein Schiff im Rheinauhafen gelaufen. Das hat eine ganze Ladung von dem Earl Grey dabei. So, Jute, sag mal doch uns, was du über den Earl Grey geredet hast. Ja, also, das war es so. Damals bei der Überfahrt von China nach England ist das Schiff in eine Sturm gekommen. Aha, gut. Dabei wurde die ganze Tee durch den Regen geschmissen und alles lag auf der Erde. Ja, und dann ist noch jetzt Motteöl in den Fass gelaufen. Julsche, das war Bergamotte, Motteöl. Ja, und durch das ganze Geschütze auf dem Schiff hätte sich das alles Jod vermengt. Das Himmel wollten sie nicht fortschließen. Aber als in England ankomme, hat der Earl Grey, dem Höfen das Schiff nämlich, ihnen gesagt, auf das Jagdbataillon, da wollen wir doch im Sinn, was wir damit machen. Ja, und das hätte der Luft so gut geschmeckt, dass der Earl das als Earl Grey Tee verkauft hat. Jute. Das hast du gut und geredet für dich hier ja nicht schlecht. Sag, was ist dann eigentlich in der Earl? Earl? Ach, haben die Römer und ich immer wofür wir machen? Immer Butter und Spalzen. Jute, ich mein doch nicht das Earl. Ich mein der Earl. So, also in der Earl, das war einer von der Mythologie aus England, so eine Renommierstängel, der auch ein paar Lücken hat, die den Reporter haben. Wollte ich noch gesagt haben, jetzt ist im Keller auch jetzt Öl, über die Dinger gelobt. Können wir ja auch Julsche, bist du mal still? So jetzt darf keiner hören. Was meinst du, wenn der Aal das schwitzt? So, und jetzt die Bestellungen. Julsche nimmt jetzt eine Zettel und schrieb auf, ne? Herr Andreas Krause, 10 mal Ceylon, 10 mal Earl Grey. Herr Dr. Müller, 10 mal Assam, 5 mal Darjeeling. Der Herr Oberstudienrat Heinrich Becker, 20 Bügelsche von dem Juröle-Tee. Der Frau Oelbermann. Oh, aber Phil, was die han will. Ja, die Frau Oelbermann. Bei diesem Hut, da steht jetzt Köllekopf.
Die bestellt bestimmt einen Tee für ihr Heim, für berufstätige Frauen oder so. Ja, und was die für Klunkere dreht. Marie! Ja. Johann Winsberg. 10-mal Earl Grey, 10-mal Assam. Ja, und der Herr Schmütgen, der hat auch noch 80 Bügelsche von dem Earl Grey Tee bestellt. Ohne Druck von nebenan, das wollte auch noch ein Döschen haben. Julsche, was mäht das insgesamt? Ja, alles in allem sind das eine ganze Hälfte und eine ganze Sack voll Bügelchen. Das Süder, das haben wir alles wegen Patent zu verdanken. Die Bügelsche machen sich wirklich gut. Die werden gekauft wie ich. Als ich damals aus Amerika wieder gekommen bin, wollten wir ja anfangs keine Glöwe. Auch meine alle Freunde, Sullivan's Thomas, Virginia hätte gar nicht. Haben sie im Jahr noch dabei. Der wurde ich auch jetzt davon überzeugt, dass es eine junge Idee wird, wenn man den Tee statt in Düppe in Kleebügelsche abwickeln. Das ist doch viel bequemer. Da hängt man einfach der Bügel in die Tasse, jetzt heißt Wasser drauf, trinken lassen, fertig. Ich habe mir natürlich direkt ein Patentdruck hier gelassen. Der hat auch keine Ahnung, der Top. Nur jo, jetzt hätte er aber auch ein viel Flügel verdient. Und was es doch für Müdigkeiten gibt. Man hat noch nie so viel Ölgeräte verkauft. Gut, der uns direkt am Potsdam und nur uns aber neu bestellt für uns angekommen ist. Ist ja nicht immer. Na, Marieche, wie ist es da hüben so? Ach, Jod. Ich habe da erst viel zu tun, ne? Ja, Ja. sag, wir wollten doch unsere dänische an der Flora machen. Was meinst du, was da um die Zick für Blödchen? Ja, aber das ist jetzt wirklich schlecht, ne? Das ist etwas schade. Ja, moin zusammen. Was ist der schade? Ach, darüber bei Meister Wallraff hätte noch nichts in der Tee bestellt. Marie, wer hätte noch jetzt bestellt? Ja, da ist noch so einer aus dem Rothus, der kenne mal einfach nicht Adel Nacker oder Adelberg. Ja, du meinst der Adlatus vom Wallraff, der Dr. Adenauer. Ja, ich glaube, dass wir von dem noch der Führer werden. Der ist noch jung und hat noch viel. Ja, der hätte auch noch jetzt von dem Earl Grey bestellt. Ja, Sulahan, ich mache ihm eine schöne Mischung fertig. Ach, Vater, ich wollte noch jetzt mit euch beschwaren. Ja, Junge, was hast du dann? Setz dich. Ja, also, das ist es so. Du hast ja sicherlich schon gehört, dass hier in Köln jetzt viel gebaut wird, viel Neues. Wie gebaut? Man andere sowieso keine Platz mehr in Köln. Ja, genau. Hier im Aale können ja nichts. Und doch konnte ja auch keiner mehr expandieren. Aber Köln ist ja jetzt größer geworden. Und da haben sich so ein paar Städtische und Fleckische angesiedelt, die auch Land an Dielen verkaufen, die in Köln keinen Platz mehr haben. Und da hatte ich mir gedacht, das wäre doch nicht für uns. Vielleicht so hinter der Fringsfort, Richtung Marienburg. Ob ja, keine Frage. Wir sind eine echt kölsche Firma. Wir haben Tradition von über 50 Jahren. Mein Urgroßvater Karl Friedrich Brünkelkamp hat hier an der Bonbüll das Land von der Nordfahrt, von der Oberstolz, um Jahrhundert alle Patrizier gestellt und verletzt. Nicht und das dürfen wir so einfach dran. Und was hält sie eigentlich Marienburg? Da sind doch sowieso nur all die Neurischen. Die halten sich da sowieso nicht lang. Ja, jetzt muss ja nicht Marienburg sein, aber sagen wir uns Raderberg. Oder auch die andere Sieg vom Ring, Nordkalk. Was? Ob die Schäfer? Da haben wir halt ja nichts zu wirken. Hingerdücks fängt der Ural an. Schade, dass so ein Kochproblem hat. Aber Kalk gehört jetzt auch zu Köln. So einen sturen Kopf. Blut aber nicht in Jod Idee haben, selbst er das hör nichts. Also lang mache ich das nicht wie mit Marieche. Wenn das hier so wieder geht, dann packen wir zwei unsere Kümmel und Jon. Ach, Liefchen, du freust dich doch nicht so ab. Und du weißt doch, wie der Aal ist. Wo willst du dann hin, Jon? Wart uns auf, bis er in Pension geht und dann heißt Rohhirt sagen. Dann kannst du endlich machen, was du willst. Ja, Pension. Da tragen sie die mit der Föste aus der Dürre raus. In einer schwarzen Kiste um die Leute. Ja. Aber komisch ist das schon. Er selbst hat doch auch immer gekühlt, wie eng mit hier an der Bottmüll ist.
Und noch ist Köln größer geworden und sie haben die Stadtmunde dann geladen. Ja, es muss doch einen Grund haben, warum man partout hier bleiben will. Und mit dem Aale Karl Friedrich da hätte das bestimmt nichts zu tun. Nee, das glaube ich auch nicht. Ach, weißt du was, Fritz? Komm, lass mal uns jetzt an die frische Luft, ja? Ja. Ohne Jängelschlanz darin machen, Na ne? gut. Doch, könnte man auch in unserem Lagerhus im Rheinauhafen Rindloch. Ist da jetzt alles neu gebaut worden? Mariecha, du weißt gut, damit du mich wieder beruhigt bist. Ja. Kann ich nicht mit. Ach, Jutze, du bist es. Was meinst du? Aber die Marie hat ihr gesagt, soll der Akte zusammenrollen und der Bringer. Jo, macht das. Ah, und noch hier. Ich habe eigentlich eine wichtige Termin in Sachen Teebühle. Ah, der Zettelchen Tippel bitte. Soll ich dann unsere Spezialtee kochen? Jo, macht das. Nee, das brauchst du nicht. Einfach mal wieder, ob ja keine Fall gestört wird, ja? Ist gut. Ich werde für Bürstand auf die Säule, dass keiner erkennen wird. Ja. Und eine uralte Türkläf oder Kloschön spielen. Das hast du da so gedacht. Ja, gut, bring die Akte von. In der Stunde kannst du wieder kommen. Ja. Weil ich dem erzähle, was der hier für eine Norme hat, Zettel schon stünden. Nur weil er die Zettel für die Tee überlegt hat. Jetzt möchte er aber auch mal kommen. Ja. Da, Schenken. Du bist ja da. Hand hoch, du wirst ganz lüdig mit mir, Kalle. Ja, setz dich. Was ein Problem. Ich hatte über Telegramm gekriegt, dass das Schiff mit dem Syren Theo-Schiene hat wieder verschüttet. Und das ist ja das zweite Mal, dass das passiert ist. Ja, stimmt. Letztes Mal haben wir uns ja noch in den Falle lassen. Aber man hat noch was zu machen können. Gefährlich war es ja schon und nicht Bielefeld und sie wären uns auf die Schliche gekommen. Weißt du noch, wie der Herr Direktor vom Teehandelsaufsichtsamt hier in der Tür stund? Also ich sage es so, es gibt genug Blätter an der Bordmüll, die gut schmecken. Man hat die ganze Stelle, die muss uns nicht bedienen können. Also, was der Ahnen euch herkommt, dann können wir ja noch als lang. Ja. Ich habe nur jetzt von dem Berger Mottöl. Ah, gut. Damit könnte man alles gut vermengen und in uns Bügelscher packen. Ja. Das merkt diesmal keiner. Nee, du hast recht, das merkt keiner. Jo, kannst du direkt die Jeschmadame fragen, wie dann der Bordmüll aussieht mit Ja, der Rückschrift? das mache ich. Jo. Dann bis später. Bis Das steht ja später. quasi um Weg. Leber ja das Dachblattnerei. Ich mit der Akte vom Büro in Landesstadt, von da wollte ich ein bilderlitterische Akte in den Keller, von da ein Bilder in den zweiten Stock und ein Bilder hin. Ich habe ein Blauer an der Füße laufen. Das muss ja erst richtig sein. Guten Tag, ist einer hier? Nee, ja, nicht. Kann ich wieder helfen? Nun ja, also, ich möchte gern von Ihrem was bedient werden. Künde in Sache, Frau Elsa Wingensiefen-Wörter, Osterstelias. Was? Ich bin jetzt dieses Elsius gestehen jetzt ist doch und will jetzt von euch. Kannst du sie dann nicht an uns bedienen? Nee, sie will nichts mit mir zu tun haben. Sie will von euch bedient werden. Kann doch nicht wahr sein. Wieso man dagegen nicht eine Arbeit fertig spielt? Ach, guten Tag. Was kann ich für dich tun? Auch guten Tag, Herr Böbelkamp. Kennt ihr mich noch? Ja, natürlich. Ihr seid doch die Madame, ich bin ab, nicht rum. Wingensiefen, Elsa Wingensiefen, Osterstelias. Wingensiefen, jetzt weiß ich wieder. Die Madame Wingensiefen. Was kann ich denn Gutes für dich tun? Ja, ich wohne ja als lange nicht mehr hier. Und da habe ich so Baby gedacht,
Ich könnte jetzt wieder bei euch in den Teeladen kommen und, Ja, und was? Ja, ich hätte jetzt 2 Düpfe von dem Tee, den ich zuletzt hier gekauft habe. Ja, was war das dann für eine Tee? Ja, das weiß ich so genau auch nicht mehr. Ja, also, ich könnte eine Kontrastmischung anbieten. Gut. Aber die möchte ich schon probieren. Ja, das wird immer. Jutche, kannst du denn mal dann wegen 7 Prozent von der Hostmischung machen? Wir sind auch weg. Bitte schön, Dave, mal da. Ja, lecker. Oder so. Das schmeckt ja wie Apfelsaft oder so. Ja. Wie ich sind, schmecke ich den Tee ganz besonders. Kann ich euch ein, 2 Päckchen davon entbacken? Ach, dort, der Atien. Er war 2 Bügelchen dunneret egens auch. Was hat er dann sonst noch so zu beten? Ja, also, ich könnte euch auch ein Döschen von dem Öltee geben. Oder ein Bügelchen von dem grünen Tee. Der soll nämlich den Nerven jetzt beruhigen. Ja, 10 Bügelchen sind gut. Er sind aber eine Staatskerl. Soll ich euch den Tee anschreiben lassen? Ja, das könnte dann doch auch bei mir abholen kommen. Ich wohne in der Städtigas, ja nicht weg von hier. Ja, kenn ich. Ach, das kennt ihr? Ja, vom Hörensagen. Aber das kann ich nicht machen. Ach, dann bringt er mir ein paar Bügelchen mit, ein paar Bügelchen Tee und ich lese Bügelchen. Tschüss, Madame. Finden Sie, oder sag doch Elsa für mich. Ja, und Bügelchen. Madame. Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Zuerst hatte ich gedacht, da könnte das wieder so mutig, puckelig liegt, ja. Dann hättest du von dem Tee getrunken und ich muss dem Tünner noch sagen, wer soll die Jäschens fragen, weil alle der Hustmischung ist. Was hat die denn damit zu tun? Ja, das musst du nicht wissen. Hey, bring die Akte noch mal von in den Buchhandel. Mittags gewöhnlich in der Küche, weil es dort am schönsten ist. Der Finster steht ob einmal frischen Wisch, bei unserem und setzt sich auf den Tisch. Geht's los rechts, dann los links, dann hätt sie noch dem Graubrot gespinnt. Das ist das Größte, mit Krauset Lebemann. Sich verdacht doch bloß ins Arm. Wie könnt die Misch bei uns in der Küche und setzt sich mitten auf den Tisch. Die Misch, was will die in der Küche? Wenn Misch hört in der Wisch, ach, wenn sie doch bloß wie Groflöch. Die Misch. Ein Misch ist nicht ängstlich, ein Misch jedoch so fang. Wenn sie nichts zu picken hätt, die Misch, die bei uns war bestimmt nicht bang. Die hat auf uns den Abgesinn halt lang. Die wusst Bescheid, die flog nicht fort, stundenlang Sauce und Kaffee fort. Das mit der gewiss keinen zweiten Vogel noch. Ach, guten Abend, Fräulein Jäsch. Junker, was Jesus? Ich wollte dich jetzt fragen. Herr Nüsselbach, was kann ich für euch tun? Ja, wie
Süde dann an der Gottfriedus. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich weiß nicht, was meint. Doch, ich meine das Röts, was he und der Turm rumwälzt. Das kann ich mich nicht verraten. Das hätte der Herr vom Bürgerkampf mir verboten. Ach, nun sind doch nicht so stief. Ich bin doch der beste Freund. Das weiß ich. Ja, deine Bilder können doch verraten. Nun ja, die Menschen ist gute die und bisschen. Ja, das weiß ich schon. Nee, ich wollte wissen, ob es uns im Allgemeinen übliche Warzen ist. Im Moment ist genug da. Ich würde jetzt wieder jetzt geschnitten werden. Ah, steht ja, das wollte ich doch wissen. Ja, und da ist noch jetzt. Ja, was dann? Da schenkt sich so ein Wunder aufzutun. Ein Wunder? Ja, was meint das noch nicht? Da haben sich ein paar Kleidpflänzchen dazwischen gelegt, die ich hier noch nicht gesehen habe. Wenn es das ist, was ich denke. Ja. Ja, da müssen wir stärker auf aufpassen, wenn das eine falsche Lücke in der Hände kriege. Ich habe da so einen Arm. Später kann ich mich wieder verraten. Ich muss mich jetzt wieder um die Hilfe kümmern. Gut, dann gucken wir später noch ins Gespräch. Oh ja, oh ja. Wir sitzen des Herrens gewöhnlich in der Küche, weil es dort am schönsten ist. Der Finster steht oben auf einem flüssigen Büsch, bei unserem und setzt sich auf den Tisch. Geht's los rechts, dann los links, dann hätt's noch den Grauboot gespinnt. Der Süße, der Heste, mit Frau sein Lebermann, sich verdacht doch bloß ins Arm. Wie küsst die Misch, bei uns in der Küche und setzt sich mitten auf den Tisch. Die Misch, was will die in der Küche? Ein Misch hört in der Misch, ach, wenn sie doch bloß mikroflüsch. Die Misch. Ein Misch ist nicht ängstlich, ein Misch jedoch bekannt, wenn sie nichts entwickeln kann. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, im Moment sieht es ja nicht gut aus. Wieso das? Erzählen Sie. Ja, also, der Bas, der hätte mal gesagt, ich soll in der Lohn bloß ja für die Lück nur der Hälfte rein tun. Alles bitter? Ja. Also ich mag mir langsam jetzt durch und dann mag das verlieren. Also, ich habe doch hier Glück gehabt, dass als Widder ein Schiff aus China verschüttet gegangen ist. Ach, Und das hätte eine ganze Ladung Tee für Köln dabei gehabt. das wäre ja ganz schlimm. Wieso hätte denn der Alte von nichts gesagt? Wie soll man da noch wieder rauskommen? Ich habe nicht Luther gesagt. Das ist ein ganz gefährliches Geschäft. Wir möchten uns nur auf die Teebügel konzentrieren. Das wäre gut Geschäft. Wir möchten nur eine größere Fabrik bauen, an einem neuen Platz und man könnte viel mehr produzieren als wie Glück. Naja, aber der Aal ist ja stur wie noch jetzt. Ich muss es ins Versuchen, Marie. Also, ich muss euch jetzt erzählen. Was meint ihr, was hier für eine halbe Stunde vorgefallen ist? Erzählt uns, dann wissen wir es. Also, da war so eine Frau Mensch. Entwickeln sie ins Elzchen und bestellen ja. Ja, und? Was hätte der Aal mit einem Fraumensch aus der Sterne jetzt zu kriegen? Oh, wer so et nun bloß am Verjubeln ist? Mit so einer Morgenstellen Schmalle. Ja, genau. Nee, wieso sagt die ganz bestimmt nicht aus. Die hat hingert wie ein Sechserfeld und in Dekolleté die 2 Sekt-Älepfel. Und auf einmal wurde die ganz Folge geschnüllt. Weil die Fahrt ist, fällt die Kinder mir um. Und dann war die noch ganz dick auf der Aal. Und was wollt ihr dann? Die wollte endlich nur Tee kaufen. Dann hatte ich in der Kasse so eine Fußmischung genommen. Davon wollte dann 2 Bügelchen von haben. Der soll geschmeckt haben wie... Ja, wie dann? Ja, wie Apfeltat, genau. Wie Apfeltat? Aber so eine Tee haben wir doch ja nicht. Ja, Fritz, weißt du jetzt davon? Mehr seht ja keiner jetzt. ja, nicht genau wie Apfeltat, aber
Schrecken verkloppen. Was das mal für eine Tee gewesen sind. Ganz zusammen, allerdings, nur noch steht er hier rum und sieht der Schnüss am Schwade. Und Vater, quorret schön in der Stäbe jetzt. Stenias? Du bist ein Dodro. Och, ich sage nur, ich Elschen. Elsie? Ich kenne keine Elsie. Ja, das sagen sie all, wenn sie am anderen Tag aus der Tür fallen. Aber sagen Sie, Vater, ich wollte noch ins Druck zu Schwabe kommen. Er hatte bestimmt nicht ins Überlad mit Raderwersch oder Kalk oder jetzt hätte auch noch das Sächsisch spielen. Das liegt halt am Weg nach Düsseldorf. Also jetzt ist er gut. Als erstes küsst man mit Marienwurst, wo all die Neurichte sind. Und dann mit Kalle, was mit dem Moral ist. Und jetzt und noch Düsseldorf. Das schlägt dem fast noch Bollerus. Wir sind eine echt kölsche Firma. Wir haben Tradition von über 50 Jahren. Minge Ruhirus, was dann Karl Friedrich von Bübelkamp, NT an der Rotten, das hat von der Norfahre, von der Oberstolze, einem Jahrhundert alle Patriziergeschlecht aus Köln gekauft. Das hätte ich nicht so einfach an. Da kann kommen, was will. Solange Menge Normen heben oder durch die Briefe mal heben. Und noch jetzt, nebenan die Stolbergsbrüder sind auch ein Hege und mein Rundstück. Die wollen sich hier vor größeren. Aber die so wenn ich denn schon schön versalzen. Ich kriege die hier nicht fort. Ich will nichts mehr hören. Ach, Marieche, wann ich dich so sinn, geht mir das Herz um. Sag, was ist denn nur mit unserem Jängelchen oder Flora? Wir könnten doch noch in der Luna Park eine leckere türkische Huddinglötche. Ja, das geht jetzt nicht. Ich muss schon fertig machen. Ja. Also, ich habe hier eben so einen schönen Tass Tee gekocht. Die muss so unbedingt probieren. Das ist meine neueste Kreation. Neue Kreation? Was ist dann da drin? Ja, das ist mir Geheimnis. Ich sage nur so viel. Die Frau Lück, die sind ganz jeck dort rum. Ja, ich muss das hier ins Schriebe und dann... Ach, Marieche, du weißt doch, bei mir wirst du gut versorgt. Immerhin hatte ich ein Imperium hochgebaut, quasi aus dem Nix. Ja, Teebügel-Imperium. Ja, richtig. Als ich damals aus Amerika wiedergekommen bin, Gestatten, mein Name ist Johannes Cornelius Schladerbutz. Ich habe gehört, dass es hier so eine besonders gute Tee geben soll. ja, dann Ist das so? Ja, das ist es so. Wir sind im ersten Huser Platz. Hier gibt es die allerbeste Teemischung, die in Köln und in der ganzen Ringprovinz zu kaufen ist. Gestatten, Teebügel-Bügelkamm. Der Bügelkorn im Bügelkamm, quasi Mineralspruch. Ah ja, ich bin ja hoch erfreut, Herr Teebügelkamm. Ja. Hoch erfreut. Und Sie sehen, Sie haben noch ein Tröpfchen für die Kundschaft. Da werde ich doch direkt mal ein Stückchen hier. Der schmeckt aber gut. So leicht und beschwingt. Da kommt es mal für als Schwöbig im 7. Himmel. Da geht es ans Wärme. Leben, Herr Teebügelkamm. Von Bügelkamm, bitteschön, von Bügelkamm. So viel Zeit muss ich. Ja, Herr Pfund Teebügelkamm. Sagt, bildet es mit mir ein Jängelchen auf den Nee, lieber nicht. Hat der Papa schon. Die schicke ich. Ich muss uns ganz zügig fort. Ich muss zum Rechte luchen. Das ist immer eine starke Kälte. Also eine Sache natürlich. Nee, ich will nicht hoch noch. Was hat dann jetzt? Ach, Josen da, Fräulein Breitmann. Ich wollte der Herr von Bügelkamp sprechen. Ist der da? Ja, da ist er schon, aber gerade nicht zu sprechen.
Was will er dann von ihm, Frau? Doktorat, Fräulein Breidenbach, Cecilia Doktorat, Ja. Fräulein Cecilia Doktorat. Ist doch sicher? Ich habe jetzt studiert für die Gäste. Jetzt weiß ich es. Er ist die Vertreterin vom Verband Kölner Frauenvereine. Habe ich recht? Ja, Ja. aber deswegen bin ich nicht hier. Ach, er ist auch der Gesundheitsbeauftragte von der Krankenkasse, ne? Ja. Oh. Aber eigentlich bin ich hier in meiner Funktion als Vertreterin der Arbeiterschaft hier bei der Firma Bögelkamp. Ach, ihr seid dort. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Ja, der Herr von Bügelkamp hat gerade ganz wichtige Geschäfte zu erledigen. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann da jetzt, weil ich ganz nötig mit ihm zu bekallen habe. Ja. Genug von dem Rest. Nun haben wir ein paar Wochen überfällig ist. Ja. Und die habe ich hier hingeschickt. Ja, aber jetzt ist es wirklich schlecht. Guck doch ein andermal wieder, ne? Ja, wann passt es dann? Vielleicht morgen. Ah, tschüss. Ich muss ins Real führbar und der Fritz direkt mit. Also, da können die ja machen, was sie wollen. Aber so leicht werden die mich hier nicht los. Ich warte hier, bis der Aal wieder kommt und wann es morgen voll wird. Ja, das tut just. Julche, was mähst du dann hier so still und heimlich? Jetzt lässt du mich aber du verschrecken. Du weißt doch, als wir Menschen dort mich nach dort zur Arbeit an die wir uns keiner nachholen. Aber warum drehst du dich denn so? Ja, es ist ja also ein bisschen merkwürdig, was hier so läuft. Denn müsste hier Luther von 6 Uhr in der Früh bis Menschesmord um 10 Uhr abends im Lager arbeiten und kriegen noch nirgends ihr Flöte in den Zustand. Also das hätte bei der Firma Drop-Gewinner nicht gejocht. Was ist das dann? Du weißt nicht, was das ist? Dann will ich dir das ins Verklagen. Du weißt ja, ich bin ein echtbergisch Mädchen aus Immelkeppel. Oh ja. Wir können für KX und Firma machen. Und in Immelkeppel habe ich für die Firma Dröpfelmänner gearbeitet. Kennst du die bergische Kaffeetafel? Nee. Mit? Also, das ist eine bergische Nachmittagsdelikatesse mit Grintewiesbrot, Jodfritze Zopfe, Bienenhonig, Sös und Klar, Ries, der Suschti, der Löffel, viel auf dem Stand blieb, Zucker und Kanäle, Schwarzbrot mit Klatschkies, Flens mit ordentlich Speck und eine Jode Schinken, Butter, Jähl und frisch, Wellfischer mit Käse und Rahm und mittendrin sozusagen die Königin von der Tafel, eine Dröppelmänner aus Zink mit einem döftigen Kaffee drinnen und in der Schlabberschmissgruse. Da kommen nicht glattende Träume. Da läuft der doch auch ein Wasser in den Mund zusammen, oder? Ja, ich habe mal als die Kille gesehen, aber deswegen bist du doch nicht hier, ohne eine bärige Kaffeetafel zu verklauen. Ja. Also eigentlich war ich ja auf der Bars. Aber der schien ja dort nicht zu kommen. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich morgen noch drin bin. Über die ganze Verzell mit der Kaffeetafel habe ich irgendwie Schliss kriegen. So ich ins Köln, Jon. Ist gut, ich muss noch wieder machen. Das läuft nicht. Das muss ich dir ganz müdig erzählen. Was ist da los? Was ist da passé? Es ist nämlich los. Ist das für die ganze Bürgerschaft immer hier Knuffern oder was? Nee, so schlimm ist es diesmal nicht. Hör zu, ich war doch bei der Jäsch gewesen. Ja, also trotz all ihrer Sturheit ist es ja doch ein lecker Frauenmensch. Und es ist unnahbar. Du bist verdötscht. Die Wederhex, mit der möchte ich nicht verheiratet sind. Und jetzt so was mit der Sprache, was hätte sie gesagt?
Ja, also ich habe sie gefragt, wie es so aussieht und wie es bei uns gewachsen ist. Und dann hättest du ausgerechnet dir gesagt? Direkt. Aber sie hat auch gesagt, dass da irgendwas dazwischen gewachsen ist, was sie noch nie gesehen hat. Ach ja, sag, ich wollte doch noch gesagt, du sollst die Jäschens brauchen, weil alle in der Husmischung ist. Sag, ist es jetzt Schlimmes? Und ja, ich habe keine Mädchen damit vergift. Nee, also was es ist, das weißt du selber noch nicht. Aber ich läuf, sie hat einen Arm. Sie hat so eine ganz komische Anspielung gemacht. Ja, nun sag doch, was sie gesagt hat. Ja, also sie hat gesagt, oh J, hat sie gesagt, Ja. oh J, weil das ist, was ich denke, weil das die falsche Lücke in die Hänge kriege. Ja. Das täte so ähnliches erklären. Ich hatte hier super Sache erlebt. Da muss ich bei uns noch der Jäschchen. Ja, da bin ich aber gespannt. Mit? Oh, wir sind so. Ja. So, jetzt guckt ihr zwei schön auf den Tee. So kriege jeden Tag jetzt zu trinken. Und ich erzähle natürlich auch jeden Tag ein kleines Türchen. Für zum Beispiel, wie ich an das Patent für die Tee gekommen bin. Da wird auch Lot warst du. Die ich hätte nämlich gesagt, dass ich schon auf euch aufpassen muss. Ach, und der Döf. Der gibt mir im Tee einen ganz besonderen Geschmack. Und der ist nur für Frauen. Ja, ausdrücklich nur für Frauen. Genauso handverlesen wie mein Teepfürze. Juhu! Blümchen! Wo sind ihr denn? Er braucht euch doch von mir nicht zu verstechen. Juhu! Ich brauche doch ganz süßig jetzt von dem leckeren Tee. Da könnt ihr Röschen Baracken dackeln. Ich muss mich durch den Korb lassen. Und die Spruch ist schon ganz nötig. Aber wo ist er dann? Hier ist er auch nicht. Ganz vorsichtig. Nee, da ist er auch nicht. Bügelchen! Bügelchen! Ich bin ja in die ganze Hof verachtet. Ich gucke mir mal für wie eine Brauereifett. Also hier ist ja allerhand los. Und irgendetwas ist auch hier nicht in Ordnung. Ich weiß nur noch nicht was. Aber ich komme mal dahin. Und war das endlich für eine Geburt heben konnte, da fechte so ein Sickschäbel an mir vorbei und wurde dann Bügelchen. Was die bald von ihm wollt, was Herr wohl mit erwartet. Och, was ist das dann? Ja, nicht hier an der Linie sind. Die sind ja aus wie Clay Krütscher. Da muss ich direkt so eine Blättchen abmachen und drücke. Ja, lecker. Schmeckt irgendwie wie... Ich komme hier mal. Was ist denn jetzt los? Mir wird ihr so ganz anders. Jetzt weiß ich auch. Oh, der arme Fetscheshöhle. Jetzt weiß ich auch, warum der das gemacht hat. Ach, du bist es. Pass auf, ich muss dir jetzt erzählen. Mit der Krücksche hätte ihr auf sich. Ja, erzähl. Also, ich bin ja mit der Ah, Jäschchen. noch ein Geständnis. Ich habe ganz Müdigkeit mit euch zu bekennen. Ja, Fräulein Dukteran, das geht dann ja nicht. Im Namen der Arbeiterschaft handle ich jetzt an. Das kann so nicht wiggern. Wir Lüb sind halt ganz in Aufregung, weil sie dis Woche, als wenn er nur die Hälfte im Lohnblöße hatte.
Ja, ist gut. Das ist alles geregelt. Das kriegen wir alle wieder hin. Versprochen. Ja. Und überhaupt. Also, ihr könnt doch nicht Bluter, den Lück, bis du dann arbeiten lassen. Wir haben auch Familie. Mehr verlangt, dass he allerhand verbessert wird. Das kann ich so nicht mega und überhaupt. Die Lück hat seine der Bürger kann können die Lieferungen nicht wie noch. Können kein Teeblätter aus China nie ahnen. Hat er vielleicht den letzten Scheck platzen lassen? Nee. Und wie geht es dann jetzt, Digga? Ja. Werden jetzt die Lück rausgeschmissen? Dann können wir doch nicht machen, der arme Lück. Oh, und dann ist mir zur Ure gekommen, dass der Lück, der Lohnblöße, in der Sternias verjubelt. Was? Also das könnte er bei uns verklagen. Und überhaupt, ich meine, wir werden doch genug Teebügel verkauft. Also, Schluss damit! Du machst das doch was gut, bevor sie schon rausschmeißen lassen. der muss schmiesen, Glück hat mich gewählt. Also, wie gesagt, das Geheimnis werde ich noch rauskriegen. Ja. Vater, Jutta Beweges. Also ich schwöre, es bahnt sich jetzt an. Wollt Fräulein Doktorrat als Belgisch? Und ein unheiliges Rad durch die Tür, da könnte es nicht. Ja, die Wahrheit hin. Sag, wo ist die eigentlich hergekommen? Schenk, hast du die gestellt? Und dann weiß ich ja auch nicht mehr so genau. Die vom Zoll ist und 10 vorne nicht. Also ich schwöre ja, das ist alles viel zu gefährlich. Man möchte jetzt anders machen. Man möchte uns nur auf die Teebügel konzentrieren. Das wäre gut Geschäft. Vater, wir müssen uns nur ein bisschen vergrößern. Ich sage dir, ob der Schelsig dreht sich so einiges. Ich habe mir da alt jetzt angehört. Was? Ohne mich zu fragen? Ich habe gesagt, verblieben weg! Aber so schlecht ist die Idee doch ja. Raus mit euch! Und nun fall du mir nicht auch noch in der Runde. Da ist ein Telegram angekommen. Da steht drin, dass uns einer aus Amerika besuchen könnte. Wer für uns dann aus Amerika? Komme in 2 Tagen die Fabrik besuchen. Stopp. Habe Großes vor mit Ihnen. Stopp. Ankunft mit Zeppelin 2, Mittwoch, 17 Uhr, Kurzweiler Höhe. Was werden die dann von uns? Nicht, dass die uns umkaufen will. Ja, was wollen die dann eh kaufen? So viel Tee haben wir doch ja nicht. Und an der Bordmüll war es auch mit Kilo. Das wird schon wert. Nee, das war dann doch noch keine Kirnüsse. Ja, ja, keine Fall. Aber jetzt müssen wir hier ins andere Vordermann bringen. Fritz, sag das denn. Jut, Da brauchen die auch keinen Durchmachen. Jut, aber Vater, ich brauche einen Zick. Wir machen das wenigstens 20 Minuten Pause. Ladies and gentlemen, in a few minutes we are landing at International Airport Cologne. Please fasten seatbelt and stop smoking. We hope you have a nice journey. Lee vloog jetzt. We vliegen nu op Cologne. In een paar minuten landen we op dem International Airport Butzweilerhof. Bald geschieht fast und geht zurück. Wir kommen alle runter. Endlich wieder in Cologne. Ich habe ja langen Druck gewartet. Der hätte sich mal einiges genommen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt hier aussieht. Aber ich muss ich herausfinden, wo die Tee-Company von den Bügelkamp ist. Der Tee, der hier verkauft wird, hätte sich ja bis nach Amerika übergesprochen. Und vor allem die Teebügelschaft. Das muss ich mal ja ansehen. Aber ich will nicht, dass der Schenk nicht direkt erkennen wird.
Und ich weiß auch alt, wie ich das machen kann. Jedenfalls will ich nicht als Teefabrikant trinken. Nun ja, das Telegramm hatte ich mir von meiner Secretary schreiben lassen. Die kennt ihr. Ja, dann will ich jetzt nur woher die elektrische fährt und ein Sökiger. Oh, Frau Schmitz, er sind okay. Sind er mit dem Zeppelin gekommen? Och, nee, Frau Niedermeyer. Ja, ich war doch 3 Tage in London. Mein Mann hätte mir doch eine Einkaufstour zum Geburtstag geschenkt. Und wo kommt ihr her? Und was macht er da mit dem Mob? Der Mob? Ja, Frau Schmitz, der habe ich mir in Paris gekauft. Das ist doch der letzte Schrei. Hat er das nicht gewusst? Nee. Aber was meint er, wenn man neuerdings in Köln öfter sieht? Hat er von dem Malheur von den Denzens gehört? Die Denzens? Nee, erzähl es. Er wisst doch, die Denzens haben eine Töchterchen, das Kind, was Stina heißt. Das hätt für seine Knochenbau am lieb viel zu wenig Fleisch. Mit einem Wort, das Stina ist so schön, wenn es im Feld det stand, de möchte dann für lauter Angst nicht an der Haferjon. Ja, das kann ich mitkriegen. Die haben daheim nicht nie gespült und nix nie angepackt. Denn jeden Tag, da holt sich jetzt das Stina in der Lack. Ja, der Vater mit der Selbstkamputz, am Arm das Parapluie. Und die Frau Denz mit dem Überwurf und Sedene für Schü. So jinken sie des Abends ob der Ring noch Hus und wieder vielleicht so 15, 20 Mal. Und wisst ihr auch warum? Ja, kann ich mir denken. Letzte Woche hätten wir sie überall gesehen. Im Stadtwald, im Zoologische, beim Nachmittagskonzert. Die 3 dann dort zu sitzen sind, das ist wirklich die müde Welt. Der Aal, der lädt den Müll nicht um. Und sie trägt die Leppekuss. Und in Stina sieht aus wie ein Hohn, das halb ihr Glück. Wer sich da an den Tisch verläuft, der drückt sich direkt wieder. Denn wer ein bisschen Ahnung hat, der merkt beim ersten Blick, Stina muss einen Mann haben. Einen Mann zu finden, das ist schwer, zumal Stina Denz hat keine Mangel an Malheur, doch nie an Intelligenz. Nimm nur was kütt, sagt oft die Aal, und bist nicht so chinant. Er braucht ja keine Graf zu sein und auch kein Leutnant. Auf ein Pöstchen an der Post, auf Fuhrparksadmiral. Und wann es auch nicht nieder ist, es blieb sich ganz egal. Lee, Frau Schmitz, da könnte mich glatt Lädsche draus machen. Ja, wir müssen das ins dem Ostermanns Willi sagen. Vielleicht mäht er das für uns. Et Stina muss einen Mann haben, et weht die höchste Zick. Et Stina muss einen Mann haben, sonst wird nicht wie quitt. Et Stina muss einen Mann haben, auf Alter oder Jung. Denn bliebe Stina sitze, wird schad für die Fassung. Na, da bin ich aber gespannt, wer uns da besuchen könnte. Eine männliche Stimme. Also den Drummer steht Marie Joanne Thompson von der American Tea Company. Kennt ihr die? Nee, nicht, dass die uns abkaufen wollen. Die Amis sind ja Glück da drin. Ja, genau. Und dann werden hier alle Lücke Russ geschmissen und durch Baumwollplückerersatz. Was? Das können wir aber nicht so lassen. Was würde man dann der Lück sagen? Du mag ich in Säue. Ich lass mal wegen Laden, wenn du so einfach abkaufe. Immerhin hatte ich ja das Patent für die Teebrühe. Ja. Und wir sind eine echt kölsche Firma. Mal eine Tradition von über 50 Jahren. Mein Urgroßvater Karl Friedrich von Glückkamp, der Tee an der Gottmühle, das Land von der Dorfware, von der Oberstraße. Nun Jahrhundertale Patrizienne Schnellskörre gekauft. Meint ihr das hier? Nun, jo, danke.
auch sagen. Was? Der Besuch ist noch. John Bullcamp. Ja, das bin ich. Mit wem habe ich denn das plädiert? Oh, my name is Jackson from Jacksonville. Jacksonville, Illinois, United States, you know. Ja, Jacksonville, ja, jetzt weiß ich wieder. Weißt du, wo Jacksonville ist? Ja, in Illinois, hättest du noch gesagt. Ja, sag, willst du nicht drin, bitte? Illinois, ja, schön, dass du da sind. Gut, kann ich mich nicht anbieten. Ein Tass Tee vielleicht? Oh, yes, I like tea. Nice to be here in Cologne again. Ich war zuletzt hier 20 years ago. Oh, erzählen Sie mir noch über Köln. Damals hat noch gerade erst die Stadtmauer abgerissen und neue Straßen gebaut, oder? Ja, und schön sind hier geworden, so schön wie nie zuvor. Ja, der alte Oberbürgermeister Becker hätte halt recht. Damals hätte er gesagt, was unsere Altvorderen bauen mussten, damit Köln groß werde, das müssen wir sprengen, damit Köln nicht klein werde. Ja, und hätte sich auch alle angedungen, Dose vor der Tür. Oh, vor der Tür? Oh, let me see. Die Tür, vor den Toren Kölns, ja, auch waren nur noch 3 kurze Stunden geblieben sind. Ja, das ist aber uninteressant. Wir haben es nochmal in Köln und das soll auch so bleiben. Aber, Miss Jackson, ich überlege ja die ganze Zeit, irgendwo habe ich Süchtaktie gesehen. Wo macht das war die Westen sind? Gesehen? Oh, das glaube ich eigentlich nicht. Wo soll das denn gewesen sein? Ja, ich war ja auch in Amerika gewesen. Ach, ich löse jetzt weg. Betty, bist du nicht das Betty? Betty? Yeah, Betty, yes, Betty Jackson from Jacksonville, yes. Ja, vielleicht haben wir uns getroffen auf einem Kongress in Chicago. Ja, das kann Sinn. Warten's. Ja, ein bisschen verändert hast du dich ja schon. Früher hattest du nicht so viel Haar wie jetzt sehe ich. Und ich meine, du wirst doch jetzt hier warten. Aber ja, schön, dass wir uns wieder sehen. Du kannst dich nicht mehr an mich erinnern? Mich, der Johnny aus Köln? Oh, no. Now I remember. You, Mr. Big John from Cologne. Ja. Ja, sagt, ich weiß ganz genau, wer das ist. Aber was hätte denn wegen Betty am Laufen? Also, dann will ich dich nicht in die Tür stellen. Das ist wie so. Theodor Friedrich. Aber man sagt Fritz. Ja. Und dann ist Költon. Ja, nice. Eigentlich haben wir noch eine zweite Sohn, der auch jetzt mit Tee zu tun hat. Very interesting. Was macht er denn? Der ist Theologe. Was macht deine Frau? Es gibt doch eine Mrs. Bullcamp, oder? Ach, du meinst das Thekla. Ja, das hätte sich thematisch anders orientiert. Oh, mein dear, what a Theater! Aber du weißt ja, ich wollte dich ja damals hier gerade, auch wenn man es nur für eine Woche gesehen hat. Aber du wohnst mich ja nicht. Du wohnst der Tom ja nicht von raus. Was will der eigentliche Suche? Also so einen Stinkbügel. Jetzt fällt nur noch, dass der Pistole mit Bier hätte. Wenn ich auf Frau hätte. Und das ist meine beste Freund und Geschäftspartner, Anton Nüsselbach. Oh, sehr erfreut, Mr. Nusselbeck. Ja, hey, ist es Marie. Herz viel im Konto. Very bezaubert, Ja. very bezaubert. So, und das ist also deine Company? Ja, genau, das ist sie. Wir sind im ersten Haus am Platz. Hier gibt es die allerbeste Teemischung, die die in Köln und in der ganzen Ringprovinz zu kaufen gibt. Alles, was die Kölner Rang und Name hat, kauft den Tee bei Bügelkamp. Und das Besondere sind die Teebügel, in denen man den Tee verkaufen. Und wir haben noch die beste Mitarbeiter, die mit Geld nichts zu bezahlen. Stimmt, deswegen kriege ich auch Käse. Unsere
Arbeit haben Sie letzte Woche? Was? Johannes gesagt, er lebt Fräulein, Doktorat, Cecilia Doktorat. Fräulein Doktorat, auch gut. Lutherin war die Lücke so triebe. Ich glaube, die machen dann wieder Pause. Also dachten Sie, Urlaub hätte man alles. Lass wir uns doch setzen. Marie, schütt uns doch unsere Schönheit-Theo. Ja, ist so, mach ich. So, mein Tolli, dann erzähl mir doch mal, wie du deine Lage so toll aufgebaut hast und wie ich deine Teebeutel so verkaufen will. Ja, because eigentlich weiß ich doch, dass Tommy das Patent für die Teebeutel hat, oder? Was? Wie küsst dann doch? Da kann ich ganz real erstanden. Ja, ich weiß, auf dem Rodeo in Horstown. Und wie hast du dich denn so mit Tommy verstanden? Ihr wart doch Best Friends, oder? Na ja, das war auch noch. Aber man hat nur so das eine und andere, wo man nicht eine Meinung braucht. Du weißt ja, man muss nicht immer fortschicken, damit wir zwei sich für uns haben. Also, so ein Stinker wie jetzt fällt doch, dass der mit mir Frau Fistanöl hat. Zeit für uns. Hatten wir denn eine Relationship? Du sag bloß, das weißt du nicht. Wir zwei, wir hatten einen ganz hämischen Zick gehabt. Du warst ja damals an der heißen Ferien gewesen. Und du hast ja auch darauf bestanden, dass uns Döschtische, was dann geboren wurde, in der Kölle kühlt, damit er ein Jodelier machen kann. Und der Tom, der hätte doch nie davon spitz kriegen. Also so durchstellen wir aus, der hat mich in der Jacke und besorgt. Ja, wie gesagt, ne, du hast ja darauf bestanden, dass uns Döschtische noch Kölle kühlt. Und weil er wegen der vielen Arbeit kein Zick für das Weg gehabt hat, da habe ich da ihre Dinger Schwester noch ihre Feld. Na ja, das haben wir dann auch so gemacht. Da ist es dann noch losgeworden. Das haben wir dem Ort aber nicht gesagt. Das Klein weiß das bis heute noch nicht. Aber, hätte sich das überhaupt was ins Gesinn? Oh, da kannst du mir doch bestimmt noch zeigen, wo sie ist, oder? Schließlich habe ich sie schon ewige Zeit nicht gesehen. Ja, später. Aber jetzt erzähl mir doch erstens, wie blöd die gelohnt hat. Also, jo, das engste Wölkchen von dem King nicht Daddy, sondern Allah war. So, mein Herr John, dann sehen wir uns jetzt immer noch nachts. So. Mich drin fällt. Doch, bist du der Wetter. Ist das die Gorte, die du mir umgejubelt hast? Ich bist doch schade, das weiß ich ja nicht. Wie, das weiß ich noch nicht. Oh, du bist doch vielleicht ein abgeweckter Hellingstädt. Wenn ich weiß noch nicht, was hätte ich hier so angessen. Dann hättest du fest von der Frau gehabt. Ja, und dann hättest du mir noch den Gorte umgejubelt, wovon du selbst nichts weißt. Oh, wart ab. Das wird noch reden. Ich werde dich platt machen, dich und die Teebügelfirma. Ja. Herr Bügelkamp Junior, was ist hier das beste Hotel in der Stadt? Ich werde mal ein Zimmermädel. Ja, ist gut, ich werde. Ja, natürlich. Ja, du weißt doch, von mir höre. Oh, das ist doch ja gut. Also, Vater, was war das dann jetzt? Nur hast du dich immer ganz tief drin geritten. Und was ist mit dem Patent? Ist das überhaupt ein Patent? Was hier los ist, wenn das herauskommt? Und Vater, nur sag doch jetzt. Und wer war das Betsy? Und das Julchen, das ist von dir? Ja, es war damals nicht alles gut. Martin hat oft Zink und Strick gehabt. Hätte er alles so genau genommen. Ja. Deswegen wollte man ja auch das Patent nicht hier. Er war das Betty. Und das war eine Frau Mensch, von dem Kunst anfangen. Hanni und die Trägen. Was machen wir noch? Ich schon jetzt Aber, Vater, nee. Nachtwohl jetzt die Dinge. Was sagst du da noch zu? Ich weiß es auch nicht. Außer, dass der Mr. Jackson hier in Köln erst blöd in Schengen geliert hat. Ja, das stimmt. Ja, aber man fällt mir überhaupt nicht so zu in. Also das mit dem Teeverlängerer, das habe ich ja als Lüge geholt. Von so krumme Dinger halte ich überhaupt nichts. Wir können froh sein, dass der Luther noch keiner da hineingekommen ist. Ach, sag das mit. Einmal war das war also prima. Aber, ja,
Der Earl Grey, der hätte doch nicht anders gemacht. Der Earl Grey hätte das aber offiziell gemacht und nicht so gelückt mit Rohre. Ich sage dir, Tün, jetzt sind wir am Eng. Der Mr. Jackson oder, ja, wie der auch immer herstelle, das bestimmt nicht, ob ich sitze mit dem Patent und dem Jusch und alles. Stimmt. Komm jetzt rüber. Ich schaue mir gerade das Patent an. Ist da nicht ein Dropchen, weil das hier komisch aus Süd, wo der Name steht. Ist doch jetzt drüber geklärt. Oh, das geht doch ja nicht. So, noch jetzt. Noch jetzt. Da steht Tom Sullivan. Tom Sullivan. Ist das vielleicht der Tom Jackson? Sinn. Sag, hast du das dann nicht alles gewusst? Du bist doch seine beste Freund. Nee, ja. Also du hast das alles gewusst. Nee, das habe ich nicht gewusst. Aber ja, ich bin seine beste Freund. Und deswegen müssen wir jetzt auch nur, wie man die Kuh wieder vom Eis kriegen. Also endlich würden wir ja gar nichts machen. So her doch Sinn, wie er da wieder rauskriegt. Was ich sage, interessiert ihn sowieso nicht. Aber dann haben wir alle keine Arbeit mehr. Nur gut, weißt du, ich will jetzt noch dem Mr. Jackson oder Sullivan und mit dem Schwabe. Vielleicht können wir noch jetzt retten. Das ist ein Jod. Ja, ich schwöre zwar nicht. Naja, wir versuchen die Also, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Was soll ich denn jetzt noch machen? Du warst mein Vater? All die Jahre hätte mir nichts von verzeiht. Getriezt hätte er mich mit der Akte vom Keller in der oberste Stadt laufen lassen. Mich all die Arbeit machen lassen, die sonst keiner machen will. Ich habe gedacht, mich hätte sie in den Himmel geschickt, damit ich eine Jodelier machen könnte und dann wieder zurück nach Amerika könnte. Ja, aber was? Das wird ihm doch leid tun. Das hat er nicht umsonst gemacht. Dafür, dass er mich ausgenutzt hat, muss er jetzt beraten. Hey, ich dem sowieso jetzt nicht. Aber das werde ich noch rausfinden. Wische, was bist du dann so aufgeregt? Der wird Besuch aus Amerika kriegen. Eine Frau, die ganz groß Ding kaufen wollte. Dann bin ich raus. Als ich wieder herimkam, stand ein Mann in Frauenfritage und ich bin froh, ob ich das nicht, dass sie was immer Ja, no, hey, ist ja ähnlich. Ja. Aber was? Das wird ihm noch leid und das hat er nicht umsonst gemacht. Ja. Aber was willst du denn hier? Es ist keiner da. Ja, das sinn ich. Emma, vielleicht kannst du mir ja jetzt helfen. Wieso? Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann. Du weißt doch, dass ich im Moment nicht tut, auf der Bar zu schlagen bin. Nee, kannst du ganz bestimmt eher heben. Das ist Angst vor Frauen. Also gut, hör zu. Die Firma Drottleminer, das Immelkette, stellt ja die Drottleminer her. Ja. Und weil es einer bergische Kaffeetafel nur in Drottleminer mit Kaffee gehört und nicht mit Tee, müssen die Heere aus dem Immelkette jetzt so je gelungen. Ja, und Digga? Und du denkst ganz bestimmt nichts verrate. Du weißt, ich kann dafür sorgen, Ja, das dass... stimmt nicht. Ihre Wort. Also, eigentlich arbeite ich auch noch für sie. Aber das darf keiner wissen. Ja, und die haben mich dann hier hingeschickt, quasi als Drottelagentin, um herauszufinden, warum die Tee bei der Firma Bügelkamp so in Hand mit ihrem Tee. Das ist denn nämlich eine Dorn auch. Du bist eine richtige Drottelagentin? Ja, Drottelagentin habe ich mir selbst überladen. Gut, ne? Ja. Man muss sich ja jetzt hinfallen lassen, wenn man viel kommen will. Ja. Und wer? Ja, und die haben mich nur hier hingeschickt, um herauszufinden, warum die so eine Erfolg haben mit ihrem Tee. Und der Arne Bügelkamp, der hat mich dann hier angestellt. Und die ganze Glück, der hat auch schnell was kriegen, was
Und letzte Monat haben sie mich dann als Vertreterin für die Arbeiterschaft gewählt. Ja, und jetzt will ich Russen was helfen. Aber, das darfst du keinem verraten. Ist das klar? Klar ist das klar. Ich sag kein stilles Wörtchen. Schön. Der nächste aufbringen. In der richtigen Tröpfelajente. Was ist noch in der Achselstraße, der Knubbelwinkel steht? Und was dort für dich geht, kein Teufel weiß Bescheid. Alles ist verschreckt, jeder freut sich jetzt, wo könnt ihr auch bloß her? Und paar Minuten drauf dort muss, als Gegner das mal hören. Im 30 Stock am Wind versteht, es braucht die Wink und schreit. Guter Rot, bei Ballen sind wie verstopft, es hält die Erdfrau an. Die ganze Schuhe vollkommen, guter Rot, bei Ballen sind wie verstopft, es hält die Erdfrau an. Die ganze Schuhe vollkommen. Alles läuft und rennt, jeder streitet, brennt, es qualmt immer nie. Vor Neugier wie noch nie, bloß alles in der Höhe. Und der Rauch wie ein Platz, Kohlrabi macht, gelügt in unsere Straße, als hätten Das schöne Jude da, lebt Madame Gäsch. Ach, Herr Nüsselbach, was kann ich für euch tun? Och, eigentlich nichts. Ich wollte nur mal das Süßen vorbeikommen. Und uns nur, was der Jesu macht, der ganze Tag. Was soll ich hier als machen? Ich schaue nach der Krüppchen, nach der Schnecke, bis ja Hammer wieder fehlt. Und ich schaue nach dem Böhnchen. Böhnchen? Und du machst noch eine Tee an der Rottmüll, sondern da in Mexiko oder da irgendwo. Das sind ja auch keine grüne Bulle und auch keine dicke Bulle. Schade. Da wollte man nur Speck und Allchen. Ist gut, ich hatte das gemeint. Es handelt sich um einen Theobroma Kakao Linnaeus, gehört zur Unterfamilie der Bündnerorchidee, der Familie der Maibengewächse. Ja, also so genau hatte ich gar nicht wissen wollen. Oh, sag das nicht. In den Kakaobühnchen steckt viel drin. Kakaobühnchen? Genau, in der Natur wird das als Lockstoff, wenn ihr wisst, was ich doch sage. Als Lockstoff. Und der Schenk hat damit und mit einer anderen Trübchen von der Bottbüll sind neue Husmischung gemacht. Natürlich ja gar nicht. Hat er doch von alte Tessie probiert? Noch nicht. Könnte man vielleicht ins Zusammen machen. Schenk, natürlich. Und was doch für dich geht, kein Teufel weiß Bescheid. Alles ist verschreckt, jeder freut sich jetzt, wo könnt der Rauch bloß her? Und paar Minuten drauf dort muss, als Gegner das mal hören. Im 30 Stock am Wind versteht, das braucht die Wink und schreit. Guter Rot, bei Ballen sind wie verstopft, es hält die Erdfrau an. Die ganze Stumpf vollkommen, guter Rot, bei Ballen sind wie verstopft, es hält die Erdfrau an. Die ganze Stumpf vollkommen.
Ihr sitzt doch da, Fräulein Mary. Kann ich recht? Ja, genau, Mr. Sullivan. Ich mache hier die Buchhaltung. Schön. Ich möchte noch Herr Bügelkamp. Ja, jung oder alt? Och, der aale Bügelkamp. Ja, ist schon so, wo er ist. Ach, Mr. Sullivan, ja, wird ihr euch nicht so lange jetzt setzen? Ja, er sitzt ja auf mir Vater im Moment nicht so gut zu sprechen. Ja, wie kann ich das? Bei dem, was so früh gefallen ist. Ja, das verstehe ich. Vielleicht könnt ihr mir eine Jude Rat geben. Ich bin ja auch nicht immer mit allem einverstanden, was der aale Herr so mäht. Ach, ist das so? Das ist ja very interesting. Was liegt ich dann Hetze? Ja, gut. Es ist so. Ich hoffe, in Sieg in Köln, da wird jetzt erst eng die Bälle der Stadt nur. Aber dann haben sie die niedergeladen, um Platz zu kriegen für die Lücke, die hier in der Fabrik arbeiten. Aber in der Fabrik ist es hier zu teuer geworden. Und so dass sie sich ein Stückchen Land große vor Köln gelöst haben, ne, um da Fabriken zu bauen. Und ich hatte mir da auch so einen Plan zusammengeknuft und würde dürfen Köln eine schöne neue Fabrik für Teebügelchen zu bauen. Das ist ein richtig gutes Geschäft. Ist ja auch einfach. Bügelchen in der Tasse, Heißwasser drauf, Treckgenosse, fertig. Ja, ey, läuft ja alles viel Blümer damit machen. Immerhin sind wir ja die einzige Fabrik, die hier ein Patent dazu hat. Ja, und warum macht ihr das nicht? Ach, ja, weil der Aal nicht will. Er will die EP bleiben. Luther sagte, wir sind eine echt kölsche Firma, wir haben eine Tradition von über 50 Jahren. Minge Urlaubs Verpacker, Kudisch von Böhlkamp, Hetterland, von der Oberstolze 100 Patrizier schlecht aus Köln gekauft. Meinst du natürlich Straßen? Ja, erzählt er dann. So muss das sein. Das muss in Fleisch und Blut erneuern. Ja, der aale streng. So kenn ich ihn. Aber das Patent hätte leider nicht. Und das weiß der Schenk auch ganz genau. Also doch. Ja, dann ist ja alles am Ende. Leider ja. Was hier an der Wand hängt, ist ja nur eine Kopie, die sich damals in Amerika besorgt hat. Ja. Steht doch Dinge Namen drauf. Da steht auch Dinge Namen drauf, genau. Und den Bügelkamp. Ja. Und dann kann ich mich hier begraben. Ja. Dort so will ich nur das eine sagen. Ich hatte ja früher gehabt, mit Köln eine Handelsabkommen in Gang zu bringen. Aber dafür bin ich hier hingekommen und dir ihre Geschäfte zu starten. Aber dort du mich so hingegangen und mit Ware hast, sind ich doch kein Grund, mit dir, du allen Fötschelsföhler, zusammenzuarbeiten. Ich habe mir jetzt eben von oben anschauen. Da ist wenigstens alles echt. Das hast du nur davon. Das wird uns letzte Müdigkeit gewesen. Mr. Sullivan, Mr. Sullivan. Hättest ja orientiert sagen können. Was genau? Ja, alles so. Das mit dem Patent, was du nicht hast. Das mit dem Betty, was du nicht durfst. Das mit den Julchen, was du nichts weißt. Ach, Schenk, ich hatte gedacht, ich wollte die beste Freundin. Wisst du ja auch. Immerhin haben wir so ähnliches zusammen durchgemacht. So erzähl mir doch wenigstens, wie all die wirklich zusammenhängen. Das versteht ja keine Windspiel. Ja, also pass auf, da will ich dir dann verklagen. Der Tom, der hat in Amerika kennengelernt. Der war wiederum verheiratet mit dem Betty. Das kann ich doch auch kennengelernt. Kennengelernt ist gut. Da kommt doch noch jetzt Jahr, oder? Genau, das Julche. Das darf aber keiner wissen. Jetzt rechnet der Tom, der kommt ja mit so den Jüngeren. Das kann ich verstehen. Könnte ich auch nicht. Ja, und dafür haben wir jetzt nichts gesagt. Aber das Betty, was aus Köln kommt, genau gesagt aus Ihrefeld, das hat eine Schwester, das Trausche. Naja, und weil die zwei so viel Arbeit hatte, haben wir im Berufsrat das Klein jetzt bei der Schwester Trausche wohnt und später hier bei mir in der Teefabrik in Jodelier mit. Trausche ist dann noch 2 Jahre. Ja, da habe ich dann Julchen dann bei mir im Haus in einem Zimmer um Löwe
So, was wollte ich dann sagen? Ich konnte ja nicht. Wenn immer irgendjemand noch Zwischen gekommen. Zwischen gekommen? Ja, man kann da noch dazwischen kommen. Sie ja doch dazu sagen, wo sie eigentlich herkommt. Ja, also erklärt fand ich für ihr im 18. Geburtstag zu sagen. Ja. Also, sozusagen als Geburtstagsüberraschung. Ist doch blöd, oder? Wie willst du da jetzt wieder rauskommen? Ach, und was ist eigentlich mit dem Zilli? Sag, weiß ich da auch nicht? Du weißt genauso viel wie ich. Ja, keine Ahnung, wo die herkommt. Die Frösche in einem Löcher in der Woche. Die ist bestimmt von der Drogenfahndung. Die haben sie hierher geschickt, um zu luchen, was man der Lücke der Tee drin tut. Nee, ich glaube, dass die Preußen die hierher geschickt haben. Immer wusste Finger auf die enger Schwarzarbeit. Aber ein anderes. Ich weiß jetzt, was die Mischung ist. Du hättest ja Fußweg hinter der Uhr. Aber wenn ich das hier alles so höre, dann wundert mich überhaupt nichts mehr. Was meinst du genau? Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich sage nur Kakaobündchen. Ach so, das meinst du? Ja, damit haben ja so enges erlebt. Das kann ich mir vorstellen. Ist die echt? Was das ist? Nö. Was soll das sein, Kinder? Ja, das schenkt euch ganz besonders gut für Sinn. Ich glaube, ihr zwei wisst ganz genau, was ihr damit auf sich hält. Also ich hatte hier ja einiges gesehen. Doch fällt mir ein, ich muss doch wirklich ganz müdig noch mal tun. Ja, und ich habe noch einen Kunde, der ganz große Bestellung macht. Die Löwe, ich kam auf der Eifel und wusste wohl Land gehen. Also ich weiß ganz genau, was das ist. Und dass der aale Bügelsack, der auch noch der Vater ist, genau dann, wenn er einsetzt, weil er der Frau nicht kütt. Hühnchen, doch wisst ihr ja, ach, wart doch auf mich. Ich bin ja sehr auf dich und Tee. Also bei der dort hätte er sich aber verdorben. Schade nix. Also, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Der eine Sieg bin ich ja doch nicht getroffen, dass wir keiner jetzt von gesagt hat. Vor allem bitte was. Dafür würde ich eigentlich mit dem Zilli fahren. Vielleicht ja nicht umfallen bei der Firma Droppen gemacht. Vielleicht kann ich dort noch ein paar Führer schlagen. Der andere Sieg ist es ja immer noch nicht verwirrt. Der Barsion war in Pension. Dann könnte ich schon in Wege arbeiten, weil ich nicht da ist. Das geht aber nicht, weil ich jetzt im Zilli fahren wollte. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ach, Dulce, doch wisst ihr ja. Hast du eigentlich etwas gefunden? Was? Ach, nee. Was meinst du mit nee? Was ist denn nun mit dem Tee? Es liegt nicht an dem Tee. Nicht? Ich mein an, was litt dann, dass der Tee so gut geht? Es litt an dem Bügel. Genau, es litt an dem Bügel. An dem Bügel? Ja. Ich was da drin, trinke lasse, fertig. Du weißt doch, der Bügel kam im Bügel kam. Quasi ein Gewaltspruch. Kennst du das doch? Damit machen sie doch immer Werbung. Ja, Ja. das weiß ich. Ja, ja. An dem Bügel? Vielleicht liegt es an dem Stoff, wo der Bügel draus gemacht ist. Ja, ich glaube, das ist es. Also, das ist ja hochinteressant. Ja, hochinteressant. Ja, ich glaube, da kann man so ähnliches draus machen. Durch mich mit singen Augen, und mit sie von Tee. Und was kann ich da können Sie eine Woche noch hören sehen. Mit Singau ist Du hast doch keine Ahnung davon. wo die Nur der neumodische Kram, ne? So geht mir doch wirklich keiner hören. Außerdem haben sie der Weihnachts-, Ostermann sowieso mal wieder vergessen. Ja, Also, der Herr Ostermann hat letzte Woche auch eine große Bestellung
Tee gemacht. Och, nur ja, so schlecht war das Lied ja auch. Ja, lieber Fritz, dann erzähl mir doch noch uns von den Plan. Wo willst du die Fabrik dann aufbauen? Ja, also ich habe so alles jetzt in Kalk angelurt. Kalk. Das war hier in Stadt auf der Schelsig. Die gehört aber jetzt zu Köln. Schelsig? Was ist Schelsig? Ach, Schelsig, ja, das ist doch, wo die Sonne aufgeht. Ne? Da haben wir doch irgendwo von der Sonne geblendet, deswegen Schelsig. Ne? Ja, genau. Ja, und da gibt es ein schönes Grundstück, direkt neben in der Brauerei. Ich habe halt mit denen gesprochen. Und da wird sich eine neue, schöne, große Fabrik für Teebügel so richtig Jod machen. Teehandel und Produktion von Teebügel. Inhaber Fritz von Böhlkamp. Also wenn der Aal in Pension ist, versteht sich. Ja. Also Fritz, hör so, wann du es schaffst, dass der Aal früher aufhört und in der neuen Company nichts zu sagen, könnte ich mir vielleicht doch vorstellen, mit Köln ein Teehandelsabkommen zu schließen. Ja, das liegt mir ja erst am Herzen. Meine Frau, das Betty, das kommt ja von dir und war immer vom schönen Köln am Träumen. Ach, dann hätte das Betty auch so schön das Kölschpäh gebraten. Gut, und wie wollen wir unser neues Handelsabkommen dann nennen? Na, TTIP. Oh ja. Und dir werde ich dann auch das richtige Patent geben. Fabrikation von Beuteln für Tee. Ach, gut. Weißt du, ich läuft über TTIP, werde die Lücke noch in 100 Jahren schwaden. Ach, nee. Im Moment weiß ich ja nicht so richtig, was ich machen will. Der Fritz führt irgendeinen Schritt. Der hätte ja nur auch den Thomas-Dinger sich. Wenn ich dir mal noch das Geheimnis von dem Benchumierpulver verzahlt, war noch gemeint, jetzt Frau nicht zu verkleiden. Der wird jetzt bestimmt dafür, dass ich meine Lage jetzt so machen kann. Jetzt die ganz bestimmte, aber sonst von Amerika nach Köln gekommen. Vielleicht hätte ja auch eine Spionin geschleppt. Ja, und wer weiß, was das Zilli so an der Hänge, um hierher eine Date zu finden. Und meine Tee, mein Bordmüll, die kann ich doch nicht einfach so dran geben. Nun ja, vielleicht habe ich ja ein bisschen übertrieben. So manches Mal habe ich ja bei der Frau eine groß genützt. Aber nicht bei dem wärmer Bruder. Nun ja, vielleicht steht ja Mariechen mit mir in der Eifel und wir machen zusammen einen Döner so rum. Ach, Julche, ich weiß ja nicht genau, was ich sagen soll. Nur eins, ich mache das wieder gut, versprochen. Was? Ich habe keine Jode Neuigkeiten. Wir haben eine große Kunde, der von seiner Order abgesprungen ist. Da ist uns allerhand durch die Lappe gegangen. Was war das dann für eine Kunde? Och, der nette Herr, der zuletzt hier war und eine Husmischung probiert hat. Aber da sind er ja aufgegangen. Du meinst, der wärmer Bruder? Ja, jetzt schönes Hilfer doch. Also ich habe mir überlegt für eine große Wedding-Party, das nette Lokal da in der Altstadt, wie heißt das noch? Der Gülzenich also. Wedding Party? Was ist denn ein Wedding Party? Das ist ein Gutsexpier. Für Marie und mich. Ist das nicht nett vom Herrn Sullivan? Marie, dann kannst du mal doch den anderen. Ich habe gedacht, wir gehen zusammen in der Eifel und machen einen Höhlerzug. Ein Höhlerzug? Ja, in der Eifel. Ja. Och ne, dann blieb ich noch lieber bei mir und Fritz und mache mit ihm eine neue Fabrik auf der Schelsig. Ja, Ne? ja. Schelsig ist schick. Ja. Ach, Heselei. Gibt's denn Neues? Ja. Schön, was ist los?
Du meinst ja, ich sehe, wie sie da nehmen. Oh, ich weiß ganz genau, was hier los ist. Ja, was soll denn hier los sein? Ich hab doch gesagt, das Ort ist von der Drogenfahndung. Ich hab gedacht, die wird von der Stühle. Nee, die haben die Preuße hier hingeschickt, um zu luren, wie hier ihre Arbeit wird. Aber, Fräulein Doktorat, mag ich keine Sorge, mir wird sich so einiges ändern. Ist mir egal. Ich weiß jetzt, was mit dem Tee los ist. Mir könnt ihr nichts mehr für machen. Ja, mit dem Tee? Was soll denn mit dem Tee los sein? Der ist doch lecker und ganz besonders die Frau lügt die Stunde los. Oh nee, der Bügel. Ich kann mit der Ruskräge. Es litt an dem Bügel. Bisschen mehr Respekt, ja. Bügelkamm. Der Bügel ist der Grund, warum der Tee so gut schmeckt. Genau. Ja. Und die hat eine ganze rustige Punge. Also das war doch ein Geheimnis, was mir Jod gehört hat. Das Julsche, das hätte mir alles verraten. Und ich weiß auch noch viel mehr. Jute, was hast du ihr verzahlt? Ich sage dir ja nichts nicht. Du hast mir 16 Jahre nicht verzeiht gehabt. Silly, was meinst du dann hier? Die kann ich ja lange nicht wie wir sind. Oh. Tom, du bist der Besuch aus Amerika. Aber der Julsche hätte jetzt von einem Fraumensch verzeiht. Stimmt, du hättest ja als früher den Paulus Kledan haben. Nee, das ist nicht so wie ihr meint. Und wie bist du hier nach Köln gekommen? Naja, du hast noch damals vor 16 Jahren, als wir unser Fistanöll in Jacksonville an den Eng gebracht haben, so ein Empfehlungsschriebe mitgejobbelt. Und damit habe ich mich dann in Himmelkettel bei der Firma Droppel in der Tür gestellt und die haben mich direkt genommen. Ach nee, wann du ein Fistanol mit dem Mädchen hast, als ich ein Fistanol mit dem Bett hat, was trägst du dich dann so? Halte Mund und lauf und Zillischwade. Ja. Und wie bist du dann hier an der Wortmühle gekommen? Der Herr von der Droppelmänner wollte wissen, wieso die He bei der Firma Bügelkamp so einen Erfolg an ihrem Tee. Ja, und da haben die nämlich hier hingeschrieben. Aha, den Betriebsspionen, das ist ja allerhand. Ja, hier ist ja auch allerhand schief gelaufen. Und das müssen wir ins Grab legen. Schenk, ich rate dir, die Gelade an die Gesunden zu überschreiben. Wir zwei haben ein Teehandelsabkommen ausgekluft. Mit TTIP werden wir eine ganze Hälfte in Köln und in Amerika machen. Und dafür bist du sowieso viel zu alt, uns für anzufangen. Was? Oh, ohne mich zu fragen? Oh, das hat euch ja frei ausgedacht. Aber wie Patent, das kriegt ihr nicht. Was für ein Patent? Und was mag er, was ich nicht will? Liebe Schenk, das werde ich nur an Dinger stellen, Jod überlegen. Immerhin kündigt dich ja beim Patentamt verklagen. Ja. Ja, ich könnte auch noch einen Ohrenwagen vorbeischicken. Ja, gut. Aber was mir gerade so auffällt, wo hast du endlich über die Kölschwade gewählt? Ich muss mir ja damals immer eine abbrechen, um mich mit dir zu unterhalten. Du hast ja nur amerikanisch gespart. Doch, Schenk, Englisch, liebe Schenk, Englisch. Du weißt doch, das Betty, meine Frau und die Fistanölche, das kommt ja aus ihrer Feld. Ja, und wie du nur weißt, hatte ich ja mit dem Silly auch jetzt am Laufen. Ja, und da liegt man so ähnliches, nicht nur gesprochen. Ja, und ich wollte feststellen, Kölschmädchen zu Mütze schmeckt wie Apfelsaft. Ja. Und da brauchst du auch keine Tee von der Botschwil, man verstehst, was ich meine. Ja, was tue ich jetzt machen? Du kannst den Ding im Neujahr an der Botmüll, ein paar Teesorte, Traktor und ein bisschen den Pension auch besser. Ja. Gute Idee. Wir wollen machen. Leben, Herr von Böbekamp. Ich habe nur gefunden, wo noch ihr die ganze Zeit gesungen habt. Was das ist das? Das Kiste? Ich bin gespannt. Die Kiste ist ja lebendig. Ja, sicher, das. Das, was da drin war, ist ja gekeim und wird an der Bordmüll. Und was war das? Lebetün,
kannst du dich noch daran erinnern, wie du mir damals das Kind hierhin gegangen hast und ihr sagtest, dass ich schon darauf aufpassen muss? Das habe ich auch gemacht. Dafür habe ich dann eine Bottenmüll vor ihr habe. Ich wusste aber nicht mehr wo. Na ja, und jetzt weiß ich, wofür die wo das wünsche. Das ist auch der Grund, warum ich hier nicht fort wollte. Was ich würde das Kästchen genommen haben, da musst du dich aber erst verloren haben. Das hat ja lange gesöhnt. Nee. Oder hättest du das vielleicht vom Bett gekriegt, damit du so in Ruhe ist. Wer von Böcke kam, ich habe noch. Ich habe nur auch eine Möglichkeit gefunden, eine kleine Ableger von den Wünschen anderswo warten zu lassen. Dafür habe ich so klein Glashüs gefunden. Das ist so rein zufällig. Sieht schön aus, nicht? Und damit will ich so in meinem Engelhüschen im Fall selber eine kleine Jade anlegen. Und uns der Frau jetzt helfen. Ein Müdemann führt jetzt auf Vorderhand. Und doch er mir die ganze Zeit lang nur der halbe Blut gejochen hat, wollte das doch eine schöne Abfindung. Nicht wahr, Anton? Ja, weil du erzählst, nicht, Kätzchen. Da blieb mir ja nichts mehr anderes übrig. Ja, und was will jetzt so den Wünsche an der Bordmüll? Och, macht der dort kein Sorgen. Ich habe halt mit deinen Brüdern von der Kamellefabrik nebenan gespart. Also, das Kakaowünsche, das wird an die Brüder Stolberg verkauft. Maschur macht jetzt sein eigenes Museum kriegt. So genannte Schokomuseum. Ich schaue da, hinter mir, wie als lang mit Ist doch still, das muss jetzt keiner mehr wissen. Leberstein, du kannst dich noch so dagegen stellen. Die Kölle hält doch. Es küsst wie es küsst, da kannst du nichts dran machen. Und vielleicht wisst ihr ja, wir schrieben alle uns Stücke selbst in Kölsch. Und wisst ihr auch, der zwei Personen gemacht, nämlich der Betty und der Tom. Oder sagen wir übrigens uns Andreas Helmer. Hier ist auch noch Glück, die sind wichtig, obwohl man sie nicht hört, oder man hofft, dass er sie nicht allzu auf die Rot hat, nämlich uns Gabi und die Flöß. Sicherlich gesehen und gewohnt, die schöne Musik und das Lied, was ihr seht, das hat die Technik dahinter gemacht, der Titus und der Florian. Und er hat jetzt hier den Vorhang getrocknet, das ist der Marvin. Und der Marvin war auch der Flugkapitän. Dann wird der Pascal und das Kathi gesorgt.
herzlich bei der evangelischen Kirchengemeinde hier bedanken, dass wir hier auf der Brücke spielen können und mal proben können. Ganz für uns. Herzlichen Dank. Zum Schluss, ich werde doch jetzt Möbel zu Süppel, man noch Kölsch, Brezel. Und wir hoffen, dass wir euch im nächsten Jahr wiedersehen oder im nächsten Stückchen und wünschen euch eine gute Heimflug.